Ja, liebe Zuschauer vom gepflegten Bären, Stealth Mode, whatever, Scheiß. So, jetzt rennen wir einfach mal voll Pulle Fluss. Ja, ja. Ich muss auch voll wie Tom und Jerry. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, ist das Spiel nicht gerade direkt über mir? Ja, das ist jetzt blöd, wenn man nicht aufpasst. Hä, wo ist das Speer? Oder dort anfangen? Gut. Muss ich dort noch... Muss ich noch weiter wahrscheinlich, oder? Weißt, man kann es ja nicht noch viel blöder machen mit deinen 50'000 Höhlen umeinander rennen. Ich weiß es auch nicht. Jetzt bin ich echt ratlos. Könnte sein, dass es dann nochmal eine Höhle gibt. Jetzt bin ich um die ganze Höhle umeinander gesehen. Ah ja, das ist ein super Bär. Ah, ich sehe schon, und dann rennst du einmal falsch, weil du nicht weißt, was das Zeug liegt, und du kannst den ganzen Scheiß nochmal machen, weil du kannst ja nicht speichern. Oh. Dort hat es auch nochmal Höhle. Muss ich zuerst dort rein? Könnte sein, dass das jetzt einfach ein bisschen zum Verwirren. Cool bin ich von dort, oder? Jetzt gehen wir da hin. Lass uns noch ein bisschen Action machen. That'll come in handy. Ja, ist schon interessant, dass die ganzen Notfallspritzen da sind. Hä? Andere zwei? So ist jetzt einfach. Gotcha. Und jetzt? So, stirb endlich, echt du nerviges Pelzviech. No. Ja super, meine Hose ist kaputt.
Bis jetzt sind es immer 3-mal gewesen. Ich denke kaum, dass das Spiel das jetzt anders macht. Blutverlust. Also komm Bär, komm nochmal und dann ist hoffentlich vorbei. So, also wenn er jetzt nicht langsam tot ist, dann sehe ich schwarz für den Mackenzie. Jawohl, gib's ihm! Mein Gott! Jetzt ist wahrscheinlich meine Halbkleidung am Arsch, aber also. Keine Leiden. I'm sorry. Such a majestic creature. I didn't want to kill you. But this new world will make murderers of us all. Ja, das ist schon so. Aber ich sage es die ganze Zeit. Oh cool, dann ist es nicht mehr zurück. Kenzie. The bear is dead. Oh! Good, you're up. And just in time. What happened? You passed out. I let you rest since I needed time to fix the radio. Ha! And what did I tell you? Those transponder parts did the trick. They were perfect. You did good, Mackenzie. You did good. Signal strength looks like it might be sufficient, but who knows how long it'll last with this unpredictable aurora in the sky. Okay. So, can we call Perseverance Mills? I've already set the frequency. Just toggle the call button and cross your fingers. Here goes nothing. Hello? Is this the radio station at Perseverance Mills? We need help. There's some kind of quarantine situation. Hello? What do you mean quarantine? Is there a doctor with you? We need a doctor or medical assistance, anything. Or come. Can you... Damn it! No! Damn it! I'm sorry, Jeremiah. That was my only chance. Only chance for what? You need to find your lady friend. I need to reach someone too. That was my only chance. Well, we can find another radio. Or repair this one. Get new parts. No. There's only one way now. You need to do it. Me? Need to do what? You need to take my message. You need to deliver it for me. It's important. You need to do it for me, Mackenzie. It'll be weeks before I can travel that far. You need to do it for me, Mackenzie. Okay, take it easy. You don't understand. You don't understand what's coming, Mackenzie. You have to take my message, or else none of the rest of it matters. Okay, Jeremiah. I'll take your message. It's only a little detour for you. On the way to Perseverance Mills. A little detour that can change a lot. Maybe everything. I'm listening. Go through Carter. You'll need to get the old elevator system working. With the Aurora, it just might work. Go through Carter, the lower part of the dam. Look out for... Yeah, I know. Unstable. Right. Through Carter, out the other side. You'll find your way to Signal Hill. Old weather service radio there. More powerful than my shortwave. You should be able to reach them. Reach who?
I'll give you the frequency. Ask for Atwood. Atwood. Got it. What's the message? Wintermute. Wintermute? Yeah. Just that. Atwood will know what it means. Once you've done that, keep following the road north and you'll eventually get to Perseverance Mills. You'll start seeing the signs a few days walk out. Oh. Okay. Got it. And what will you do? A couple more days to recover, and then something else I gotta do. You're in no state. Relax, Mackenzie. It's a short trip, but one I gotta take. And with the old bear out of the picture, I may have half a chance now. Thanks to you. Well, don't make all my hard work keeping you alive be for nothing. Good luck finding your lady, Mackenzie. I hope she's okay. This upside-down world won't be easy on the good people. I think you know that. Thanks. She's out there somewhere. And she's a strong one. She'll make it. And I'll find her again. In Perseverance Mills. Don't forget about Atwood. Take care of yourself, Jeremiah. Okay. Looks like I made it through another night. Ah, das heisst, es ist jetzt gerade morgen. Also, ich sehe, ich habe relativ viel Kleidung eingebüßt. Und so, ich glaube, ich habe alles zurückgenommen. Aber dann gehe ich jetzt mal in meine Hauptbasis in diesem Gebiet, dort am See unten. Und schauen mal, was ich dort zum Anliegen habe. Es ist recht kalt. Aber schön ist nach dieser Episode, ich bin Hunger durch, ist alles auf Maximum, die Sonne sieht ganz okay aus. Also, wir müssen nicht hin, mich wieder ausrüsten und dann geht es zum Staudamm. Das ist der Plan. Klingt solid. Und dann schnell schauen. Okay. Passt. Ich muss einfach schauen, dass ich da vorwärts komme. Weil die Temperatur geht doch recht intensiv runter. Oh nö! Der rennt weg, ne? Mackenzie, der Wolf. Der Schrecker. Komm ich drauf? Also, alte Geschichte, runterlaufen. Da ist der Mackenzie besonders stark. Hat aber tatsächlich geklappt. Der Wolf, der folgt mir nicht, oder? Nö. Alles gut. Ah, speichern sollte ich vielleicht mal, schon ein Zeitchen her. So.
ich kann mich erinnern, da bin ich sicher schon mal gewesen. Wintermute, muss man sagen. Also irgendwie scheint die Katastrophe, die sich da ereignet hat, schon befürchtet worden sein. Dass die da dafür ein Codewort haben. Und wahrscheinlich ist dann das nächste Spiel, das da anknüpft, der Frostpunk. Triggert durch die Message Wintermute. Okay, Wolfi. Wolfi weg. Wieso habe ich ein Erfrierungsrisiko? Bin ich noch 1/3 voll dabei? Ah, bin ich gerade daheim. Ja, das sind wir wieder. Unserem idyllischen Hütchen, das von außen so klein aussieht und innen doch sehr geräumig ist. Tommy, ja, und du kommst jetzt dann gerade neue Kleider rüber. Alles gut, man kennt sie, alles gut. Da liegt immer noch schimmliges Fleisch rum, fein. Ja. Also, schauen wir mal. Hui. Ich glaube, kaputt kann man nicht mehr reparieren. Wow, der hat die jenseits cool gemacht. Böse Bär. Oh, das ist voll okay. Ich denke, ich werde... Der hat noch Platz. Ich denke, ich nehme jetzt alles mit, was ich wirklich brauche in der nächsten Episode, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Episode zu eng geht, sobald ich dort hinten rauslaufe. Schusswaffe, Signalpatronen. Machen wir da mal 2 rein. So, dass wir dann wirklich sauber ausrüsten. Und dem Mal wäre es wirklich gut, ich würde es auch machen. Nicht so wie das letzte Mal uns so vorgenommen haben und dann gleich wieder total unvorbereitet dort abgehauen bin. Wo ist los? Ach, das ist jetzt auch schon voll krass. Da unten ist nichts mitgelagert, oder? Nein, ich glaube, der Rest ist da. Jetzt ist halt die Frage, muss ich jetzt noch grosse reparieren? Also ich muss am Abend, in der Nacht muss ich im Staudamm sein, wenn das Leuchten wieder angeht. Wie habe ich mich da organisiert? Da ist alles, was irgendwie so ein bisschen brennbar ist. Da ist noch ein Nähzeug, Stoff. Ja, ich denke, ich habe schon noch ein bisschen Zeit, um da ein bisschen reparieren. Futter. Jetzt schauen wir mal, ich habe
Da hätte ich eine Hose schmeißen wir. Also einfach nochmal zum Schauen. Ich kann sie nicht reparieren. Das muss ich gleich schon austesten. Leder. Stoff. So. Meine Kampfhose. Repair. No, not possible. Das heisst, ich will mir ein neues Häuschen zulegen müssen. Neue Cargohose. Im Moment habe ich auch eine Rehlederhose. Okay. Und die packt dann die Arbeitshose. Mal die über. Den kann ich schmeißen. Wieso hat immer so ein Stimmungsrisiko? Ist doch alles gut da. So. Hose. Das ist angelegt. 1919. Die ist schlechter. 1,5. 1510. 1510. Das ist die. Ja, ist halt nicht so cool wie die Althosen, aber okay. Ne, was machen wir? Gut, also ich würde sagen, ich tue jetzt da mal speichern und einen Cut machen. Und tu mich dann ja, in der nächsten Folge noch ausrüsten und dann geht es dann weiter in Damm. Und ich gehe mal davon aus, dass die Episode vorbei ist und dass wir dann in die Episode 3 überrutschen. Ja, schauen wir mal, ob das auch so ist. Bis dann, ich sage Tschüss.